Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute mache ich mal das Intro, da Marc leider keine Zeit hat, mal wieder busy ist. Ja, heute kommen wir mal zu einem etwas anderen Thema. Und zwar meinen Trecker überholen, den Motor. Ich denke mal, das wollen bestimmt ein paar Leute sehen, was wir auch sonst so machen, oder zumindest was ich so mache. Das Ganze habe ich schon gemacht, die Motorüberholung. Habe natürlich alles schön gefilmt mit unserer neuen Superkamera, extra klein und so, für mich, für Dumme. Ja, deswegen, das ist jetzt das Intro vorm Video. Jetzt fahren die Leute hier durchs Bild. Egal. Bevor jetzt wieder viele Leute fragen oder sagen, das geht ja gar nicht so, wie ich das gemacht habe. Alle Angaben in diesem Video sind ohne Gewehr. Weil ich bin kein Landmaschinenmechaniker oder Motoreninstandsetzer. Also wenn irgendwas falsch war oder andere Leute das besser können, dann ist das halt so. Ich mache das halt so auf meiner Art und Weise. Und ja, wenn ihr könnt ihr gerne kommentieren, was ihr besser machen würdet. Das ist ein Deutz 8006. Da kann man sehen. Relativ altes Modell, Baujahr 1970. Und mit der guten alten ZF-Achse. Für die Kenner, die werden es wissen. Ja, der Motor, den ich überholt habe, ist ein F6L 912. Der wurde in ganz vielen Baumaschinen und Fahrzeugen und so verbaut. Und diese überholen kann man für eigentlich jeden Motor von den 912ern, eigentlich auch den 913ern, eigentlich so ziemlich jeder Deutz-Motor, weil die sind alle etwa gleich aufgebaut. Sondern nur einmal mit einer Werkstatt oder mit so einer Reparaturliste nochmal gucken. Wie heißt das? Werkstatthandbuch. Den Motor habe ich eigentlich auch nur überholt. Oder was heißt nur? Weil der, wenn er kalt war, ein bisschen durchgepfiffen hat durch die Zylinderköpfe. Also der hat keine Zylinderkopfdichtung, sondern nur oben so Brennringe. Aber nicht, dass die Leute jetzt denken, dass nur die Zylinderkopfdichtung kaputt war. Aber ich denke mal, das wird man dann sehen. In den Videoaufnahmen habe ich das gezeigt, wo der überall durchgepfiffen hat. Ja, deswegen habe ich den einmal überholt. Und weil der Öl gebraucht hat. So circa so auf 10 Stunden, 2-3 Liter Öl ging da wohl durch. Also mochte er wohl gerne. Ja, an dem Trecker habe ich auch schon einiges gemacht. Den habe ich von einem gekauft, der den schon mal versucht hat zu restaurieren und dann, ich weiß jetzt nicht, gestorben ist oder so. Auf jeden Fall habe ich den relativ günstig gekriegt. Auf den Bildern war der auch komplett alles zerlegt. Und was er schon gemacht hatte, war die Kupplung und die Bremsen. So, dann habe ich, als ich den gekriegt habe, habe ich noch Lichtmaschine, Hydraulikpumpe, habe ich mir ein anderes Steuergerät da drauf gebaut und weil ich habe hier noch einen schönen Frontlader für, einen Industriefrontlader. Dann habe ich nochmal alle Öle, alles gewechselt, alle Filter. Dann habe ich diesen Überrollbügel hier drauf gebaut, weil der besser aussieht. Ich hatte vorher nur so ein doofes so ein Fritzmeier Verdeck. So mit diesen viereckigen Stangen und das war alles scheiße, habe ich runtergeschmissen. So, dann habe ich noch andere Kotflügel, die sehen zwar jetzt auch nicht so brillant aus, aber die anderen hingen so dick Spachtel dran. Also die wogen wohl fast das Doppelte. Da hat sich wohl mal einer dran versucht. Ja, die habe ich dann einmal neu gemacht. Dann noch ein bisschen Beleuchtung, LED-Scheinwerfer und so. Und eine Druckluftanlage habe ich mir noch dran gebaut. Da habe ich auch noch mal einmal zu gezeigt, wie ich mir die Riemenscheibe da vorher gebastelt habe. Hoffentlich gefällt euch das Video. Dann geht's jetzt los mit der Motorüberholung. So, dann werde ich jetzt mal mit meinem Deutz anfangen. Als erstes bin ich erstmal alleine. Das ist schon mal ein bisschen, naja. Mal gucken, ob das klappt mit der neuen Kamera. Als erstes werde ich hier erstmal den Tank runternehmen. Das ist alles voll nah. Da den Tank, der kommt runter. Dann danach die ganzen Einspritzleitungen und die Rücklaufleitungen da oben, wenn man das sehen kann, die kommen dann weg. Dann die Einspritzdüsen, aber ich denke mal, das werde ich dann nachher nochmal alles zeigen. Dann sieht man das auch besser. So, den Tank habe ich jetzt runter. Jetzt sieht man hier die einzelnen Einspritzdüsen und die ganzen Einspritzleitungen, die jetzt alle wegkommen. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich baue jetzt alle Bleche, alles was hier so im Weg ist, ab.
hier die Druckluftleitung für den Kompressor, hier diese Flammenglühkerze, dann baue ich den Auspuffkrümmer ab, einen Endtopf und dann den Ansaugkrümmer und dann können wir mal weiter schauen. Und den Trecker habe ich vorher natürlich einmal alles richtig schön abgewaschen. Also die ganzen Zylinder und so mit so einem speziellen Reiniger, damit das alles schön sauber ist, damit ich, wenn ich das Ding auseinanderbaue, nicht ganz so viel Scheiß hier rumfliegen habe. Kann man zwar jetzt immer noch nicht alles so sehen. Nee, nicht wirklich. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen zerlegt. Die ganzen Krümmer und Ansaugkrümmer, alles ist runter. Ventildeckel sind schon mal runter. Jetzt kann man schon mal die Ventile sehen. So, und für alle, die kein Geld haben für eine teure Druckluftanlage, die basteln sich das selber. Also ich habe mir diese Aufnahme komplett alles selber gebastelt. Den Kompressor, ich weiß gar nicht mal, ob der jetzt überhaupt für einen 06er Deutz gedacht war. Auf jeden Fall passt der jetzt. Hier mit Ölanbindung an dem Motor dran. Hier läuft es wieder zurück. So, dann da unten diese Riemenscheibe. Da wollen ja auch alle Schweinegeld für haben. Da habe ich mir einfach einen Flansch gedreht, der hier drauf kommt. Da habe ich eine 50er Welle drin eingeschweißt. Und in dieser Welle eine Nut und eine normale Riemenscheibe. Kostet dann halt nur noch 20 Euro und nicht 200. Ja, dann wie folgt. Jetzt baue ich die Zylinder, aber erstmal die die Kipphebelböcke ab, alle. Irgendwie wurde ja auch schon mal was neu gemacht anscheinend von der Farbe. Diese grün, diese beiden sind rot. Aber so vom Spiel könnte das schlimmer sein. Da habe ich bei dem Deutz, den ich letztens gemacht habe, da war alles ein bisschen schlimmer ausgeschlagen. Deswegen lasse ich mich mal überraschen, aber will ich dann nachher sehen. Vielleicht kommen da neue Buchsen rein oder so. Mal gucken. Jetzt werde ich erstmal die runterschrauben. Die alle und dann diese kleinen Stopfen hier. Kann ich richtig sehen, da. Die werde ich dann rausschrauben und dann die Zylinderkopfschrauben alle lösen. So, einen kleinen Zwischenstand. Ich habe jetzt die Köpfe alle runter. Die Zylinder sehen zwar so weit, das kann man bestimmt mal wieder eh nicht sehen. Entschuldigung. So. Da kann man zwar sehen. Das kann man bestimmt eh nicht sehen. Na egal. Ja, ich habe jetzt alles so weit auseinander. Die Zylinder und Köpfe ziehe ich die Tage mal. Und dann alles schön fein sauber machen, dass der ganze Schmock hier alle wegkommt. Und ja, dann habe ich jetzt die Köpfe. Die sehen leider so, naja, so gut aus. Wie man da überall sehen kann, hat der durchgepfiffen. Oder war halt undicht. Aber mich wundert, dass man das gar nicht so richtig gehört hat, als der Motor lief. Aber darum werde ich mich dann auch kümmern. Eventuell einen Bekannten, der mir das dann abdreht mit einer Planvorrichtung. So, jetzt habe ich alle Kolben und Zylinder abgemacht, die Zylinderrohre runtergezogen und die Kolben rausgenommen. Und dann mache ich jetzt hier nicht alles ohne Grund. Der verbraucht ja auch Öl und all so ein Scheiß, der Motor. So, hier kann man jetzt ganz gut sehen,
Das hier, ja, das finde ich irgendwie doch schon ein bisschen komisch. Das scheint schon ein bisschen älter zu sein. Aber auf jeden Fall haben so ziemlich jeder Zylinder Fresser oder Schleifspuren da drin. Also alles sieht nicht mehr ganz so tutti aus, aber deswegen mache ich das Ganze ja auch. Die Zylinderköpfe hatte ich glaube ich schon mal gezeigt. Die sind zwar alle ein bisschen leicht, pfeifen die durch, aber ich versuche das Ganze mal mit neu einschleifen. Also erstmal versuche ich das so auf einem alten Zylinder mit dieser Schleifpaste für die Ventile hin und her zu schleifen, bis das dann weg ist. Und dass es dann nicht klappt, dann muss ich mir nochmal was anderes überlegen. Vielleicht überdrehen lassen oder so. Aber das ist jetzt nicht so viel. Vielleicht klappt das auch so. So, ich schneide jetzt hier, das ist auf jeden Fall das mit eins der wichtigsten Dinge, diese Gewinde hier drin nachzuschneiden. Und ich mache das am liebsten mit einem Akkuschrauber. Stelle dann da diese Drehmoment-Rutschkupplung ein, damit man da bloß nichts dran kaputt macht. Aber wenn dann Gewinde versaut, dann ist dein Block eigentlich im Arsch. Wer es dann am besten, oder wer es nicht so kann, die gerade anzusetzen, würde ich am besten per Hand dann machen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, und hier habe ich alles schön mit einem Schaber, in so einem normalen Spachtel, oder wie nennt man die Dinger, schön abgeschabt und mit Staubsauger direkt weggesaugt, damit nichts reinfällt. Und dann werde ich jetzt erstmal alle Gewinde nachschneiden, dann überall mit Bremsenreiniger mehrmals spülen mit Druckluft durch, dass das alles wieder tutti ist. Jetzt habe ich seit 5 Stunden oder so Teile sauber gemacht, Zylinder eingeschliffen. Ja, so, da kann ich auch mal zeigen. Warte, ich leg das mal ab. So, da habe ich diese Fläche hier. Da liegt ja die neue Laufbuchse auf. Eingeschliffen, damit das alles wieder schön plan ist. Wenn man das sehen kann, hier sind auch so leichte Hitze, ja weiß ich nicht, Risse, nicht mal, aber die kriege ich nicht mal ganz weg, aber das sieht schon tausendmal besser aus als vorher. Die Ventile habe ich alle eingeschliffen, dann habe ich alles mal mit der Drahtbürste sauber gemacht und mit im Dieselbad sauber gemacht. Dann habe ich die Ventildeckel, alten Dichtungen alle runtergemacht. Da neue drauf gemacht, draufgeklebt. Und die dürfen nochmal aushärten. Dann hatte ich jetzt zum Einschleifen. Man kann ja einfach so auf der alten Buchse oder geht auch eigentlich auf der neuen das einschleifen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich habe einfach eine alte Buchse durchgeschnitten und auf der Bandsäge abgesägt. Hier für den Akkuschrauber eine Aufnahme drauf gemacht. Und so kann ich das einfach immer diese Schleifpaste drauf machen. Auch die, ich habe jetzt die gleiche genommen zum Ventile einschleifen. Ist ja eigentlich das gleiche. Und so habe ich jetzt alles eingeschliffen. Das hat super geklappt. So, dann habe ich hier nochmal eine schöne Box. Hol den Sechszylinder, haben sie gesagt. Geiler Motor, geiler Sound. Nein, alles gut. Die ganzen Schrauben, alle schön sauber gebürstet. Die Gewinde hier vorne erst recht. Ich überall nochmal eine Mutter einmal drauf gedreht und wieder runter, damit die Butter weich drauf gehen. Weil das ist das A und O, würde ich mal sagen, nachher beim Festziehen. Weil wenn hier Dreck dran ist an dem Gewinde, dann kommt zwar Kraft drauf, aber halt nicht den passenden Zug. Also dann zieht die sich ja nicht richtig fest, weil das Gewinde ja stockt. Ja, dann habe ich die nochmal einmal alle durchgemessen, weil die sind ja Dehnschrauben, die dürfen sich ja nur maximal, ich weiß gerade gar nicht wie viel, aber die dürfen sich nur eine maximale Länge dehnen. Das habe ich einmal ausgemessen. Dann habe ich diese ganzen Unterlegscheiben einmal auf Schmiergelpapier drüber hergezogen. Muss ich vielleicht hier und da nochmal machen, sehe ich gerade, aber der größte Spack ist schon mal runter. Dann alle Schlüsselrohre, alles schön sauber geputzt. Dann, ja, die Köpfe habe ich ja bearbeitet, Ventile alle eingeschliffen. Und dann denke ich mal, kann es ans Zusammenbauen gehen.
aber nur mal gucken, wann das ist bei dem schönen Wetter.